Mir hatte gesagt, dass die eislichen Schichten am ältesten wären. Sie haben ca. 400 Millionen Jahre. Dann kommen die Schichten von der Trias, die bis 200 Millionen Jahre alt sind. Da kommt der Lëtzebuerger Sandstein, wo dann noch der Müllertal dran ist, die Stadt Lëtzebuerg, eine Stangefocht. Und nach oben drüber leitet dann zum Schluss Minat, Heimat der roten Farbe. Die Naturparken vom Eislik, die leiden natürlich hier oben, der Naturpark Ur, Naturpark Urversauer. An der Müllertal Geopark, der leidet natürlich hier um Lëtzebuerger Sandstein. Aber wie wissen wir, was in dem Lëtzebuerger Sandstein ist? Burgherren erlauben dies raufzugehen, auf ein paar hundert Meter, um zu gucken, was drin ist. Direkt in der Trias fanden wir schnell Eislik drin. Wenn wir an der Minat bohren, da muss man aber schon ein paar hundert Meter raufbohren, bis wir an die nächste Schicht rankommen. Aber wenn ihr die eisliche Schicht sieht, hier auf der Kuppe, das ist wie bei einem Koch, den ihn durchschneidet, eigentlich mit Lëtzebuerger Land durchgeschnitten. Und da sieht ihr, was am Querschnitt da ist. Einerseits die Schichten vom Eislik, die gefällt sind. Und dann oben drüber liegen dann Schichten vom Gutland, die relativ flach sind. Eng über die anderen, die jüngsten das Minat, an die dazwischen das Lëtzebuerger Sandstein, an die älteste vom Gutland, also eben Trias. Wenn ihr da raufbohrt, findet ihr das sukzessiv die eng, nur der andere, an hier auf dem Niveau vom Eislik, muss ihr bis 500 Meter tief raufbohren, für die Eislik rumzufahren. Und ich werde euch noch von den Burgherren weisen, den hier am Musée gemacht ist. Hier ist der Burgherr rausgeholt auf einer Tiefe von ca. 20 Meter. Es sieht ein großer Sandstein mit ein paar Stecker Muscheln dran, die dann eben hier an einer Tiefe von 20 Meter unter dem Boden zu finden sind. Aber wenn ihr nach mir tief bohrt, könnt ihr dann raus an die Schichten drinnen, was dann in diesem Fall Trias ist. Hier hat die Farbe changiert, das ist nicht mehr grau, mit das Grün, das viel mehr rein. Und das sind eben die Gesteinsschichten, die ihr normalerweise zum Beispiel zu Jungmünster findet. Also könnt ihr da weiter bohren, bis ihr dann in den Ruf am Eislik auch könnt. Da das dann zum Beispiel hier gewesen.